Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute die GMMG-Studiengruppe vorstellen. Wofür steht GMMG? Das steht für German Speaking Multicenter Myeloma Study Group. Sie werden sich wundern, dass wir einen englischen Namen gewählt haben. Der Grund war, dass es zur Gründungszeit bereits eine deutsche Studiengruppe Multiples Myelom gab und wir das Bestreben hatten, auch deutschsprachige Länder einzubeziehen, sprich also Österreich und die Schweiz. Dieser Name ist entstanden, nachdem wir 1996 uns zusammengesetzt hatten und überlegt, wie kann man die Prognose des Myeloms verbessern. Damals gab es wenige Medikamente und eine Hoffnung, die Prognose zu verbessern, war die Hochdosistherapie, gefolgt von der autologen Blutstammzelltransplantation. Wir haben dann relativ schnell das erste Studienprotokoll geschrieben und dieses Studienprotokoll war ganze 32 Seiten und haben mit der ersten Studie begonnen, die die Hochdosistherapie als Tandemtransplantation untersucht hat. Wer sind wir heute? Wir sind heute eine große Studiengruppe. Wir haben 70 Transplantationszentren, die mit uns zusammenarbeiten. 100 Krankenhäuser oder niedergelassene Onkologen sind in unserer Studiengruppe. Das ist ein gefestigtes Netzwerk. Und wir arbeiten daran, in Studien neue Standards für Deutschland und auch andere Länder zu arbeiten, wie am besten die Myelomkrankheit diagnostiziert und therapiert wird. Was sind die Zielstellungen und was sind unsere Beweggründe, in der GMMG zu arbeiten? Das Myelom war lange Zeit eine unheilbare Krankheit. Ungefähr 50% der Patienten sind in den ersten 3 bis 4 Jahren verstorben. Das war eine harte Zeit. Wir hatten ganz, ganz viele Komplikationen und wie man auch hier vom Überleben gehört hatte, wenig Erfolg. Das hat sich geändert. Der erste große Schritt war die Hochdosistherapie. Wir haben dort Melphalan erprobt, Melphalan mit Ganzkörperbestrahlung und haben diese Therapie optimiert. Nachdem neue Substanzen kamen, war es einer unserer wichtigsten Elemente, die neuen Substanzen vor und nach der Hochdosistherapie einzubauen in Therapieabschnitte. Und wir hatten immer das Ziel, als GMMG-Studiengruppe auch eine gute Begleitforschung zu machen. In unserer Studie HD2, die 1998 begonnen hat, haben wir schon nach Minimal Residual Disease geguckt. Das heißt also minimale Resterkrankung. Das war richtungsweisend. Damals natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau, sage ich mal, im Vergleich zu heute. Aber wie gesagt, die Begleitforschung des Myelom und die Therapieansprechraten oder auch das Therapieversagen besser zu verstehen, steht ganz im Mittelpunkt. Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Lebensqualität. Die Myelompatienten leben teilweise 10 Jahre und wir korrelieren natürlich auch die Behandlungsergebnisse mit Lebensqualität. Bei längeren Leben ist natürlich auch die Lebensqualität sehr, sehr wichtig und so sind wir jetzt relativ breit aufgestellt von intensiver, facettenartiger Diagnostik über verschiedenste Therapieoptionen bis hin zur Lebensqualität. Und ein neues Element ist jetzt, dass wir auch ein Register eröffnet haben, wo Langzeitdaten gesammelt werden. Nicht nur, dass wir Studienpatienten in Studien analysieren, sondern wir gucken auch, was nach der Studie passiert, was aus den Patienten sich dann entwickelt. Wenn ich heute denke, welches Arsenal an Medikamenten wir haben, wie viele Kombinationen möglich sind, dann ist das ein ganz, ganz großer Fortschritt. Wir reden heute über Langzeitremission. Wir reden darüber, dass wir Patienten Langzeit heilen können. Das ist natürlich sehr mutig, diese Formulierung, aber wir arbeiten daran. Wie kann man das beweisen? In der laufenden Studie, die hat den Namen jetzt HD7, gucken wir nach Minimal Residual Disease. Wir haben gefunden, dass über 50% keine Tumorzellen mehr im Knochenmark haben. Das heißt, über der Hälfte der Patienten ist mit unseren Messmethoden tumorfrei. Was heißt das? Wir haben unter 1 Million Zellen, die gesund sind, keine Tumorzelle mehr. Ich denke, das ist sehr, sehr motivierend und ich bin mir sicher, dass weitere Medikamente auch in den nächsten Jahren Zugang in unseren Studien finden und dann Zugang zu den Patienten. Was sind unsere Visionen für die nächsten Jahre? In der Hämatologie und Onkologie hat die Immuntherapie sehr große Erfolge zu verzeichnen. Ich glaube, jeder, der die Literatur verfolgt, weiß, dass es CAR-T-Zellen gibt, dass es bispezifische Antikörper gibt,
Diese Medikamente sind in den Patienten, die weit fortgeschrittene Erkrankungsstadien haben, unwahrscheinlich erfolgreich. Unser Ziel der GMMG ist es und wird es sein, diese Medikamente in die Frontline-Therapie zu holen, also bei neu diagnostizierten Patienten einzusetzen. Wir versprechen uns, dass die Behandlungserfolge wesentlich größer sind als bei refraktären oder weit fortgeschrittenen Krankheitsstadien. Wir wollen auch die Diagnostik verbessern. Wir wollen nach Resttumorzellen intensiv im Körper suchen. Wir wollen mit moderner Bildgebung wie Kernspintomographie funktioneller Art und PET-CT, also Positronen-Emissionstomographie, nach verbleibenden Tumorherden suchen und hoffen, dass diese Suchen dann negativ sind. Wir wissen schon, dass diese Patienten, die MRD-negativ sind, bildgebungsnegativ sind, die beste Prognose haben. Eines unserer Ziele ist, diese Zahl von Patienten zu erhöhen. Wir sind bundesweit aufgestellt. Wir haben Transplantationszentren, die historisch gewachsen sind, die diese Transplantation optimieren wollen. Da gibt es die einfache Transplantation, da gibt es die Doppeltransplantation. Es gibt jetzt die neuen Zelltherapien, also die Zentren, die Erfahrung mit Transplantation haben, sind eins der Rückgrade der Myelom-Gruppe GMMG. Wir arbeiten aber auch mit Praxen zusammen, weil wir wissen, dass die niedergelassenen Onkologen die Patienten hervorragend betreuen. Wir versuchen in diesem Netzwerk die Patienten zwischen großen Krankenhäusern, kleinen Krankenhäusern, Praxen und Universitätskliniker gemeinsam zu betreuen, gemeinsam die Therapieschritte festzulegen, Qualitätskontrollen durchzuführen und in diesem Netzwerk neue Standards zu entwickeln. Ein neuer Standard ist zum Beispiel insbesondere auch aufgrund der Ergebnisse der GMMG MM5-Studie, dass ältere Patienten in Deutschland transplantiert werden können. Ältere heißt bis 70 Jahre. Ich freue mich darüber, dass diese Patienten auch diese Therapieform bekommen können, denn die Patienten sind mehr und mehr fit und vertragen die Therapie deshalb besser. Die GMMG hat zweimal im Jahr ein Studientreffen. Die Kollegen aus den Zentren, die Study Nurses, treffen sich. Wir berichten über die Therapieergebnisse, über Forschungsvorhaben. Auf nationalen und internationalen Kongressen präsentieren wir Beiträge. Wir haben das letzte Jahr beim Europäischen Knochenmarktransplantationskongress ein eigenes GMMG-Symposium aufgeführt. Das wurde sehr, sehr gut angenommen, sehr, sehr gut besucht. Wir wollen, dass unsere Ergebnisse von den Studien präsent sind, dass sie die Therapiegewohnheiten verändern. Und deshalb ist es auch von den Mitgliedern der GMMG eine Pflicht und teilweise natürlich auch eine Freude, Fortbildungen in Krankenhäusern, bei den Patienten, bei den Selbsthilfegruppen zu halten. Mir ist es ein großes Anliegen, den Kollegen, den Study Nurses, den Mitarbeitern, den Hilfskräften, allen zu danken in den Zentren, die in unserem Verbund mitarbeiten. Ich sage immer wieder, man braucht Herzblut, um hier mitarbeiten zu können und zu wollen. Wir haben die Situation, dass in solch einem Studienverbund, der von Wissenschaftlern gebildet wird, nicht alles bezahlt kriegen. Das zeigt, wir müssen auch manche Dinge in Vorleistung gehen oder in der Freizeitarbeit investieren. Diese Arbeit ist aber gut angelegt, weil wir zeigen können, dass unsere Patienten länger leben. Das heißt, das wird wirklich in Lebensverlängerung umgesetzt. Und letztendlich gucken wir auch nach der Lebensqualität. Wir wollen nicht nur, dass die Patienten leben, sondern wir wollen mehr und mehr verstehen, wie sie leben. Dazu gehört eine Psychoanalyse, eine psychoonkologische Analyse. Wir haben sogar den Sport jetzt aufgenommen, um durch sportliche Betätigung die Knochen und den Muskel wieder aufzubauen. Und ich freue mich sehr, dass wir um die reine Therapie und um die Diagnostik herum Programme aufgebaut haben, die den Patienten umfassend betreuen. Und diese werden weiterentwickelt. Letztendlich sind wir im Wachsen. Wachsen heißt auch immer Neues gestalten, neue Elemente zu gestalten. Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wenn Sie uns begleiten wollen auf dem Weg, die Prognose und Therapie des Myeloms zu verbessern, sind Sie herzlich willkommen. Wir haben eine Homepage, die Sie aufrufen können. Wir haben ein Studiensekretariat, was in Heidelberg sehr, sehr gut erreichbar ist. Scheuen Sie sich nicht, übers Internet die Adressen zu finden, sich an uns zu wenden
und wir besprechen das. Mein Wort an Sie: Sie sind herzlich bei uns willkommen. Unser Weg ist, die Prognose der Myelom-Patienten zu verbessern. Vielen Dank.